der Chelmer Maggid. Das ist schon gewesen einmal ein Maggid. Pflegt darstellen alle Schabbes, alle Jontev und oftmal inmitten der Woche. Und die Drosches seinen gewesen zuckersüß. Die Chelmer pflegen pushet lecken die Finger von sie und sich nicht gekannt genug ansätigen mit sie. Und der Maggid allein ist ohne ein Horror gewesen gesund und stark und die Stadt ist gewesen glücklich mit ihm. Macht sich aber einmal, als der Maggid ist geworden krank und sich gelegt in Bett. Ois Drosches, nicht mehr dem Maggids zuckersüße Drosches. Treurig ist geworden auf den Herzen von die Chelmer Balabatim. Sie haben nicht angeheuben zu verstehen, von was sehr beliebt der Maggid ist krank. Sie haben euch nicht gewusst, was für ein Refues ihm geben. Haben die Chelmer Balabatim verrufen an Asife. 7 Tage und 7 Nächte ist man gesessen auf der Asife und getracht. Der sagt, als der Maggid hat Kadoches, ein anderer sagt, als das ist ein Herzfehler, ein dritter sagt so, ein Fechter sagt etwas anders. Bekitzer, man hat beschlossen, wegführen dem Keule in eine größere Stadt und sich anfragen bei einem größeren Doktor. Gerät und getan. Gedungen erwogen, reingesetzt dort dem Maggid, ihm zugesetzt dem Chelmer Shammes, was soll ihm bedienen und reden für ihm mit dem größten Doktor. Gekommen zum Doktor, erzählt der Shammes azoi und azoi, gewähn unser Maggid gesund und stark, gedarschet für uns Schabbes und Jontev und inmitten der Woche. Alles ist gewähn gut. Plötzlich wird er krank und wir wissen nicht, was mit ihm ist. Betracht der Doktor den Maggid und sagt, es geht nicht. Er darf wegfahren in Dorf, sein auf der frischen Luft, spazieren auf die Felder und Grosen, und er wird gesund werden. Wenn der Keule und der Shammes seien gekommen zurück von dem Doktor, haben sich alle Chelmer versammelt zu hören von dem Shammes, was er hat zu erzählen. Erzählt sei der Shammes also und so. Das heißt, der Maggid darf sein zwischen Felder und Grosen und Bäumer. Seien die Chelmer gewähn erstaunt. Meile Ritzen eul weißen mir, als das is er Fuhr verbeuch weitog. Absprechen an ein Horre is as Kulle ver Kopf weitog. Aber Felder und Grosen, was ist das für eine Fuhr? Und was für eine Krankheit ist das, als Felder und Grosen seinen as Kulle für ihr? Bleibt der Kasche. Seien die Chelmer gesessen 7 Tage und 7 Nächte und als getracht. Einer sagt die Krankheit, ein anderer sagt eine zweite Krankheit. Getracht und getracht, zu kein Tolk nicht gekommen. Rappt sich auf der Chelmer Melamed, gibt a Klapp in den Tisch und schreit aus: Scha!
Ich weiß, was das ist. Felder und Grosen seien na Skule für a Kälbel, was liegt noch in der Mutters Bauch. Ich gedenk, als wenn mein schwarze Kuh hat gedacht, gebeuren a Kälbel, hat man mir geätzet, ihr wegschicken in Dorf. Dort, wo es da gute, groß und Pasche. Davon ist getrunken, als unser Maged halt beim Gebeuren a Kälbel. Die Chelmer seien überrascht geworden von seiner Melameds größer Chochme und haben euch gehabt a wilde Hanoa von dem, was sehr beliebter Maged wird gebeuren a Kälbel. Ist man weiter gesessen 7 Tage und 7 Nächte und getracht was zu tun, bis man hat beschlossen, als alle Chelmer Cheder Jüngler sollen lernen nur bei dem Melamed, dem größten Chochem, gedei sie sollen von ihm lernen sein Chochme. Und was es scheich dem Maged, darf sich besetzen in dem 9. Dorf beim jüdischen Jeschuvnik. Dort wird der Maged sein auf die freie Felder und die gute Pasche, bis wird gebeuren das Kälbel. Nach dem dosigen Beschluss hat Chelm Poshet getanzt von Simche. Hat man gedungen erwogen, hereingesetzt durch den Maged mit den Schames, gedei soll bedienen dem Keule, bis es wird kommen, die glückliche Schau, wenn das Kälbel wird mit Masel gebeuren werden. Wenn die glückliche Schau wird schon kommen, soll der Schames bringen in Stott herein die freiliche Psurre. Seien der Maged und Schames gekommen in Dorf. Der Schames hat sich ausgegleicht mit dem Jeschuvnik wegen dem Preis und der Maged hat angehoben Leben auf der freien Luft, auf der fetter Pasche und gegessen mit groß Appetit. Der Maged ist geworden als fetter und keilig dicker. Der Ponim wird als voller und glanzend dicker und der Bauch als hecher und beuleter. Und der Schames seht es und kleibt naches und wart ungeduldig auf der kommende glückliche Schau. Und endlich ist die glückliche Schau gekommen. In ein schönem Frühmorgen ist der Schames aufgestanden von Schlaf und hat Guck getan auf ein Maged, was ist geschlafen Geschmack aufeinander gelegen. Der Schames geht wieder a Guck. Aha, leben Mageds gelegen, auf der lehmener Podloge liegt a reut Kälbele mit a weißen Fleck auf ein Stern. Und das Kälbele hat Tacke erst auf der lichtiger Welt heraus. Die Augen schmurren, sich noch nicht zugewandt zu der Licht. Die Schläfen zittern, a simmen, als das Kälbele kann noch nicht verleiden die kühle Luft. Der Schames hat bald verstanden, was da ist vorgekommen. Hat sich bald abgetan von sein Geleger, auf schnell angetan die Arbekanfes, angetan die Häusen, gehabt die Schiech in Hand, weil auf Antonsee hat nicht gewollt pattern kein Zeit und ist Händum Pendum gelaufen in Stotterein, ansogen die größe glückliche Psorre. Mazel tov, hat der Schames geschrien mit alle seine Keuches, läufendig über Chelmer Gassen und fochendig mit die Schiech wie mit davon. Mazel tov, unser Maged hat schon mit Masel gebeuren das Kälbel. Mazel tov. Bald hat sich die gute Psurre zerspreit über den ganzen Stadt
und es ist geworden Sossen wie Simche in alle Häuser und Gassen. Die Melamdim haben gelost die Kinder freier heim. Weiber haben sich genommen zugeräten teire jontiftige Meicholem und alle Choschewe Balabatim haben sich gelost gehen zu die Stottgabäum und zum Rauf sei abgeben Maseltov. Es ist bald gerufen geworden an Asife in Kohlstiebel. Und eder was wenn, hat man gebracht Jasch lekovet dem größten Jontef, gewünschen lechaim sich dem Magid und dem Kerbel. Nachdem hat man genommen ernst zu betrachten, was zu tun weiter. Es ist aber nicht gewesen keine Zeit, lang zu trachten, und es ist beschlossen geworden, also wie der Magid ist alles übergekommen bei Scholem, Alken, soll man braven a größe Sude, für ganz Chelm, und der Rauf und die Gabäum und die Choschewe Chelmer Balabatim sollen reinführen dem Magid mit dem Kelbel in Stadt herein, mit Geräusch parat, mit Gesang und Musik und Tanz, und sie gleich bringen zu der größer Sude. Der Rauf, die Gabäum und die Choschewe Balabatim haben sich ausgeputzt in seine jontiftigen Malbuschim, haben mit sich mitgenommen die Chelmer Kapelje-Klezmer und sich gelost in Dorferein. Gekommen seien sie zum Jeschuvnik und gefunden dem Magid gesund und stark. Sein Ponim glanzt, die Augen scheinen und das Kelbel nur. Durch den Tag hat sich das schon angenommen mit Keuches und sich schon, wo es ist, zugewohnt zu der Welt. Es ist gestanden ganz fest auf die Fieslach, hat ganz fein gedreht mit dem Eck und gesprungen wie a der Wachsenkelbel. Wenn die Chelmer haben das der Sehen, seinen sie geworden molle Simche, haben sie getrunken lechaim zu Magid, wieder zu schrien Maseltov, und es ist gar kein Grenitz nicht gewesen zu seher Simche. Hat man sich angehäuben Kleiben in Stadt herein, zu neuf genommen dem Magid Sachen und sei reingelegt in Wagen, weggesetzt dem Magid allein auf die Sachen, und das Kelbel hat man gebunden die Fies mit Strick und es weggelegt leben Magid. Der Rauf und die Gabäum haben sich euch ausgesetzt in Wagen. Die Klezmer aber haben sich gestellt vor uns vor dem Wagen, gerät mit seinen Fiddeln und Fleiten und Peuken. Und der übrige Eulem ist gewesen versammelt herum die Klezmer. Marsch, hat der Rauf a Kommande getan. Hat der Wagen sich gelost rieren von Ort. Is aber plötzlich a Reus gesprungen der Jeschuvnik von Heus. Gazlonim, was tut ihr? Was rabbevet ihr weg von mir, mein Kelbel? Haben sich die Chelmer herzig zerlacht. Sie haben gedenkt, als der Jeschuvnik ist Meschuge geworden, oder ist teut schicker von dem Lechaim, was hat gemacht mit Alamen. Der Jeschuvnik hat sich aber gehalten bei Seiniges. Das Kelbel soll man ihm zurückgeben. Hat ihm schon der Rauf gefragt ernst: Du grober Peuer, wo säst du da dein Kelbel? Entweder der Jeschuvnik, was heißt? Und das Kelbel, was liegt da gebundens in Wagen? Hat schon der ganze Eulem nicht gekannt aushalten und ausgeschrien: Was? Das ist dein Kelbel?
das hat unser Magid soll Leben gebeuren. Der Jeschuvnik hat geprüft beweisen, als ist gerecht, aber der Oilem hat schon verloren das Geduld und geschrien zum Balagole. Hey, gib a Schmitz dem Pferd und vor. Der Jeschuvnik hat a Guck getan, als halt schlecht mit ihm. Hat sich angehängen auf der Rad von Wagen und geschrien als sein Wab, die Jeschuvnitze, soll ihm kommen zur Hilfe. Reus die Jeschuvnitze hat bald verstanden, was da kommt vor und sich angechappet in a zweite Rad und dabei gemacht Keules, als die Tächter sollen nach Reus kommen zur Hilfe. Seien nach Reus die Tächter, sie haben gesehen, was da kommt vor und sie haben sich euch angechappet in die übrigen zwei Räder und geschrien mit benummene Keules. Das hat angeworfener Schreck auf die Chelmer. Sie haben aufgehoben die Polis und gemacht aber jivrig. Geblieben seien nur die aus seinen gesessenen Wagen, der Magid, der Rauf, die Gaboim und das Kerbel. Der Rauf hat verstanden, als man darf durchkommen mit dem Jeschuvnik, mit Guten. Hat gesagt, sag Jeschuvnik, was willst du von uns? Hat der Jeschuvnik geantwortet, ich will von euch gar nicht. Geht mir ab mein Kerbel und fort euch Gesundheit. Sagt der Rauf, was für ein Recht hast du auf ein Kerbel, was unser Magid hat geboren? Sagt der Jeschuvnik, nein, nicht der Magid. Das hat mein Robbe Kuh geboren, das Kerbel. Ist geworden wieder am Humme. Der Jeschuvnik und sein Mischpoche teinen, als das hat die Kuh geboren, das Kerbel. Und die Chelmer teinen, als das hat der Magid getan. Geteinet und sich nicht gekannt ausgleichen. Ist man gefallen auf ein Plan. Gefinnen zwei Bohrim, und wie sie wollen paskenen, als soll sein. Hat man gebracht zwei Bohrim, Tacke von dem Dorf, aber sie seien gewähn ähnlich von Chelmer, und der war natürlich größer Chochmim. Haben die Bohrim also gesagt. Das ist bewusst, als ein Kelbel zieht sich nach der Mama. Ist darüber da eine gute Eize? Soll man wegstellen die Robekuh von einer Seite auf und dem Magid auf der zweiten Seite? Das Kelbel soll stehen von der Weiten. Ob das Kelbel wird laufen zu der Kuh, ist a Simen, als sie hat das geboren. Ob zum Magid, ist doch kein Sofik nicht, als der Magid hat das geboren. Dem Rauf und die Gaboim ist sehr gefallen geworden, die Eize, und sich nicht gekannt abchidischen auf der Chochme von die Bohrim. Die Eize ist ausgefolgt geworden. Man hat heruntergenommen den Magid von Wagen und immer weggestellt rechts. Die Kuh hat man weggestellt links und das Kelbel hat man weggestellt entgegen bei der anderen Seite von Häuf. Man hat a Schmitz getan das Kelbel hat a Sprung getan und a Lauf getan gleich zum Winkel, wo es ist gestanden der Chelmer Magid. Durch dem haben sich schon alle überzeugt, als das Kelbel ist Tacke dem Magids. A viele der Jeschuvnik und die Jeschuvnitze und ihre Töchter haben gemusst zugeben,
als sehr teine is gewähn lachluten an Ungerechte. Nu, was haben sie gekannt tun? Haben sie sich euch hereingesetzt in Wogen mit den Maged und Rauf und Gabäum und Kälbel und erwecken Stottereien. Dort ist man gekommen zu der größer Sude und sich genommen mit am Meer sein. Man hat gegessen und getrunken eine ganze Nacht und geläubt und geriemt die wunderbare Chochme von die Chelmer und sich nicht gekannt abchidischen von dem größten Glück von dem Chelmer Maged, was hat geboren, a Kälbel.